Mein Nummer ist Berger Pierre. An dat Joer wie ich mein heere Schläch gemerk hunn, hat ich 56 Joer. Ech war voller Vierfried fir am eng Pensionioun ze goen, méi final sollt dat dänech kommen. Dat war en ganz komisch Geschicht. Ech sinn nach Freude sowes mat méger Frä an e Konzert gängen. Do wäret schon ass wie wann eng Migren geef kree mat enger Aura, dat kodech scho vu Joke Munnemer. Mais dat huetch da verzunn. An so am Konzert an dat huetch einfach net ginn, huetch net ginn. Und ich gehe an der Pause drin, wo eng Flasch Bier, du bist vielleicht opgeregt, nervös. Das ist nicht besser gehen. Und echt op Moie so durch zu meiner Frau. So wie wird lo vor mir mal an Maison Medicale, weil das geht nicht mehr weg. Die Migräne do, die ist ganz pertinent. Also dat da komme ich fuhren, das ist immer besser, geht ich gucken. Und wir sind noch an Maison Medicale weg gefahren. Oh, da kom an Doktor ja, wat der lass so an so. Also da muss man den Blutdruck, du hat ball schlecht. Ich hatte den Blutdruck von 24 schon brucht sein. Etwas Unwahrscheinliches. Ja, wie hast du viel gegangen? So den mein lieber Mann, dat du gesagt komisch aus. Du hörte mal die Pille, da knallt mal drauf. Und da war eine halbe Stunde der Blutdruck nicht drauf, was muss die andere Seite an das Spital gehen. Und ich gesagt, ja, was geht das dort? Mal die Pölder geknallt, an nun eng halbe Stunde op is bei den Doktor muss nee, dat geht net so. Di muss drwer an Spidol, dat se der besen, dat geht net so. Am muss die andere Seite an Spidol getrüppelt. A wie steet da war hun schon eng Zigarette gefragen so mir gefragt. Ich meine, du hues ja, musst du nach fëmmer. So Festmädchen, dat du werd wahrscheinlich die allerlächt se wo schwëmme. Ma ich hatte auch recht, mat dem wat ich gesot hat. Wir sind ans Spital gekommen und Dinge für uns zu melden. Und da hat ein Doktor schon angerufen. Er sagte, ich nicht lange gemeldet, wir wissen, wen da sitzt. Und ich habe ran. Und du stand schon direkt eine ganze Kavallerie dobrett. Ein Neurolog, ein Herzdoktor, ein Zuckerdoktor, von allen Zuchten, wie sie will tun. Wenn man ein halb Dosen Leute, die sich um mich gekümmert haben. Das war wie in jedem Fall, ich wusste nicht, wie was lassen. Das war getan. Und dat huet eng Stunde gedauert, am eng Frau die se beißen ze werden. An ich schlung an wie dat fir all Äne Mënch ass, den an so eng Situationun kënnt, den ass ganz iwwerrascht wat geschieetmer mehr. Bis du final mat den Dr. Ulbricht kommmerst so den, Maiwe Mann Di huet een hire Schläch gemer. Zoéi schon hire Schläch gemerert, Ech kann er schwätzen, ich keng Lähmungen neicht, dats derwer. Nee, die huet een hire Schläch gemerert, mir wet noch reis van der Wett ass. Bon, wie du bis alles geklärt wär mat dem Doktor, mat Neurolog an so. Du so dé nach mal so lo blaif immer hei, lo gi Dir op Träer gelecht, an lo gucke mir, dats mir e an Trei kreen, dats de Bluttergrof geht, der gitt nach an den Scanner, der gitt nach an Ultraschall fir Herz, der gitt nach der gitt nach do. Am eng Frä, die war net bei man scho das lass, du wärst dir nach alle gëtten Rëm ze gesi kreiert. An das schon eine Zeit hier. Ich muss mich gut erinnern, wie das war. Dann sind ich den Tag drauf, meine Frau ist fortgegangen, ich schlug da ruhig, so mich ruhig gestaltet. Den Tag drauf sind ich wirklich schon irgendwann komplett durchgecheckt gehen. Und da kommt der Neurolog an, den hat gesagt, ja, wir haben etwas gefunden am Zentrum, wo eben gucken betroffen war. Und da war ein Stopp, aber das ist schon am Gang, sich abzulesen. Das heißt, schon da schon gemerkt, mein Freund ist eine unwahrscheinliche Chance. Nach 3D habe ich mich auf die Station gelöscht und nach einer Woche konnte ich heimgehen. Mit eben der Beeinträchtigung, dass ich Schuld hatte, dass ich meine Peripherie gucken, ob der Rätselseite komplett verloren hat. Das heißt, war am Anfang ganz, ganz penibel für mich. Wenn ich einmal vor die Hand gehen, ich musste wirklich fixieren, wo die Hand hingehalten hat, weil einfach so, das war nicht mehr dran. Autofuhren, wir gingen, wenn ich 3-4 Leute hätte in der Nähe überrennen, ohne festgeholt zu gehen, hätte ich das ganz lauber Kinder machen. Mir schon einfach nicht mehr die Dinge gehabt, für richtig gesehen. Ich konnte nicht mehr schaffen gehen. Das heißt, nach einer gewissen Zeit hätte ich Kinder gehen. Mein Neurolog hat gesagt, mein lieber Mann, der tut von Stress hier, dass ihr das nicht direkt drin könnt. Nee, der geht nicht mehr schaffen. Den hat mich einfach richtig krank geschrieben, bis dann eben an den September, wo ich dann gut genug war für meine Pension, und dann sind ich an Pension gegangen.
Während der ganzer Zeit war ich permanent in der Beobachtung vom Dr. Ulbricht, von der Dr. Schaufert, von Dr. Niklu, die wirklich aufgepasst haben, dass ich nie mehr so eine Migräne kriege. Ich bin auch permanent darüber behandelt, dass ich keine Migräne kriege. Was mir auch geholfen hat, das war eine Alternativaktion, wo ich von einem Kollegen gesagt habe, geh mal da und da hin an einen Akupunktur. Das hat effektiv geholfen. Und dann eine ganz große Kuh, wo mir viel geholfen hat, das ist den Dr. Ulbricht, den hat mich auf den Blitz aufmerksam gemacht. Den so talent mal seine Dinge, so wie du bist in den du mal kaum gucken gehen, aber wenn das dir gefällt, wird das eine Sache, wo du kannst mit wenig Hilfe für eben die Leute aufmerksam zu machen, dass das ihnen jederzeit kann jeder Frage mit geschehen und dass ihnen da kann helfen und die Leute darüber aufmerksam machen und noch Leute, die an dem Fall sind, wie ich war, ich hatte eine Madame, wo ich auch gesagt habe, da komme ich rufen hier mal hin, genau das nämliche Problem, den ich hatte, die wirklich außer sich schwer, was geschieht, wie geht es für und an. Und du konntest hier aus meinen Erfahrungen sagen, hey, Geduld, das war 3 Wochen her, wo sie die schlecht gemerkt hat. Sie hat gemeint, so, an einer Woche ist das nicht gut. Nee, das dauert. Und das dauert auch noch, das sind nur 5 Jahre her, pardon. Und nach immer hunne Sekellen, dass ich mit Momenten denke, das wird ja nicht. Und das ist ja immer nicht mehr, wenn ich zu viel mitsinn, ich habe ein Haus gekauft, ich habe viel daran zu arbeiten, aber wenn ich dann zu viel mitgehe, da könnte das rum. Ich erkläre mir das so am Gehirn, da sind so die kleinen Leitungen an, dass mein Körper verlangt, das immens viel für normal zu sehen. Wenn ich mitgehe, da geht der Körper hin und dann geht es den alle Wesig, weil jo 56 Jahre gewinnt, war so zu gucken. Und da könnte genau direkt nicht auf den Platz, wo es nicht geht. Und dann so ich zu meiner Freiheit gehe, du hast sie mit, lass Schluss. Das ist eine von den nächsten Dingen, wo ich behalten habe, dass von ich mitgehe, da könnte der rum. Aber sonst kann ich sagen, dass ich von den Glücklichen sind, den relativ gut evaluiert hat. Aber wo ich so was mir viel geholfen hat, das war die Seance beim Blitz, da war ein Psychologe, der hat das ganz gut erklärt, die verschiedenen Phasen, wo ein Mensch durchschläft, wenn er eine Krankheit hat. Nicht nur im AVC, aber auch beim Krebs, bei egal was, die Dinge, für was dann ich, für was dann nicht den do, für was so, und dann, nee, lass mich werden, ich kann das nach selber. Und ja, und wenn den do hingeht und kriegt von Leuten erklärt, dass das ganz normal ist, dass der Mensch so funktioniert, dann ist das schon ein Flotzer für Herr auch zu sagen, hey, ich komme da helfen, das vielleicht nicht viel, wo ich kann helfen, aber das, was ich kann helfen, das merkt nicht, das bringt dann noch vielleicht etwas. Aber bon, mein Mädchen kann ich noch vielleicht mehr dazu erzählen, wie ich funktioniert, bis zu meinem Schläger, wie ich noch im Schläger funktioniere. Mir das für die Lomo für mich, wo ich wollte erzählen. An hier nur steht Bild, aber ob da kommt. Ich war noch nie auf irgendwo, Buchstaben so. Versteh mich nicht falsch, ich bewundere den Geduld. Ich bin Tammy, ich bin 27 Jahre, ich bin Mädchen von Pierre. Dem Moment, wo mein Papa hier Schlag gemacht hat, hatte ich 22 Jahre. Ich kann mich erinnern, dass ich Training hatte in Morgen und dass ich war den Tag für drin auch im Konzert dabei. Das heißt, ich habe ein bisschen mitgekriegt, dass mein Papa nicht okay war. Den Tag vom Hirschlag selber hatte ich Training morgens und dann sind ich nach dem Training heimgekommen und ich schon mitgekriegt, dass meine Mama in die Urgence gefahren ist, also an die Maison Médicale. Und nur der Maison Médicale um Training und gerufen, da sind ich geworden, haben wir sie rüber an die Urgence gegangen, weil voilà, das ist nicht okay, wir wissen aber nicht was. Und natürlich, meine Mama war dabei, ich sitze daheim, das war für mich aber so so Ungewissheit, ich weiß nicht, was geschieht. Mein Pop war sich immer in den extrem engagiert überall ist. Das heißt, sie war Fußball engagiert. Sie wird Westjahre putzen, sie wird den Terra zeichnen, sie wird auf der Kappesitzung oder auf der Bühne sprangen, das gerne tanzen gegangen, weil extrem engagiert. Und wie du neben den hier Schlag war, klar, du von einer Sekunde auf die andere, wir sehen nicht, wie was geschieht, das war einfach okay. Scheiße. Ich meine, wie sie wie das, der Pop, das ist einfach so der Kopf von der Familie, mit der Mom natürlich. Und wenn dann du bei Molina der Spital leid, wie sie nicht, was geschieht,
stellt den sich natürlich frohen was lebt und ja dünn mich spät eine Stunde ugerufen kriegt von meiner Mom dass ich Lunch gekommen an Spidol wir sitzen an der Cafeteria und wir sind du noch bei mir paar Bragge losgehen du waren aber schon ein bisschen ruhig sind hat kein Handy dir von Hunden weil ich weiß nicht dass ein extrem hört mich den Rufschalten Trickschalte komplett roh und ja dann war man natürlich froh wie man raus hatte wartet aus dass der migränösen Infarkt war weil ich noch nie hören hun also ich meine bisschen so die basic Sache kann den wo wir den längsten Arm den Mund schief kann hankeln so die Zesche kann den du wir sehen war den net kann erkennen méi he war kind komme gesinn ich selber wo soll net dass mein Pap du sech von der Jugend aus unmi oft hat mat den Migränen dat hier statt das bisschen unerwart geschieht an ja Hannover man natürlich all froh wie en dünnrem Kontem kommen ja wie das so ein extrem engagierte Mönch auch war natürlich verschied verreen den du mat anderem betroffen war dat natürlich schock natürlich für Familie wir waren zum Beispiel das all zur Kapsitzung gewircht wo ein extrem mat involviert war du war du natürlich auch las zacken so okay der so engem Mon wat Mama du sind ich dann noch für angesprungen von der Organisation hier heute müsste gucke wen kann du aussprungen so ganz leicht im Moment und dann natürlich auch du für den natürlich nicht gefilmt mengenisch sind wir alle froh damit und andererseits aber auch mehr ich weiß wie mein Papa sehen dass du bist nie wie ich von irgendeiner besonders mehr beiße Leute durch mehr zehn dann durch egal was aus und du hast dann natürlich den Moment okay finde selber Limit wie zum Beispiel um am Auto fuhren gött den so dass es nicht geht oder probiert den aber und du musst aber so du hätten aber vom Salven gesagt okay nee stopp geht nicht und das sind Sachen wo ihn dann aber muss lernen damit umzugehen ich meine das nicht wie am Alltag und ja allgemein huet die ganze Situation als Familie nach méi ze Summe geschwest, weil ihn dann awer een op den anderen muss oppassen, net wie se net wie seiert kann fertig sinn, dat as sech net so bewusst wann den net am Fall ass ja du die Luft die hältst du.